Wer mit Bienen reist, muss früh aufstehen. Es ist Mitte Mai im oberbayerischen Pfaffenwinkel und Bio-Imker Georg Nagel wird heute mit 6 seiner Bienenvölker nach München fahren. Warum so früh? Es sollen gar keine Bienen weg sein, die sollen alle im Stock bleiben. Und wenn man so früh dran ist, und noch dazu bei der Kälte, wir haben jetzt 4 Grad, also da schaut noch niemand raus. Etwa eine Stunde wird die Fahrt dauern. Dank der offenen Böden der Kästen bekommen die Bienen genug Luft. Deshalb macht ihnen das nichts aus. Idyllisch, grün schaut's im Mai hier aus. Warum sollen die Bienen ausgerechnet jetzt umziehen? Ja, es ist das Problem bei uns heraus in der schönen Kulturlandschaft Oberbayerns leider, dass man mal eine kurze Phase hat, wo was blüht und dann wird inzwischen alles so dermaßen abgemäht. Mit 5 bis 6 Mal mähen, genauso oft güllen oder noch öfter güllen. Und es ist, wenn der Löwenzahn durch ist, und den erreicht man kaum, weil der so viel blüht, dass man einfach keinen Ertrag mehr hat. Kaum zu glauben, aber die Natur hier auf dem Land bietet den Bienen im Sommer einfach zu wenig Nahrung. Georg Nagels Bienen reisen deshalb jeden Frühsommer nach Weilheim, Murnau oder eben nach München. Die Plätze in der Großstadt sind rar und sehr begehrt. Seit ein paar Jahren darf Georg Nagel einen Innenhof des Bankhauses Donner und Reuschel nutzen, mitten in Schwabing. Hätte ich nie gedacht, dass das einmal so kommt. Aber ich bin der Imker, der auf Honigertrag geht, weil ich habe einen bestimmten Kundenkreis, ich habe einen kleinen Kundenkreis, den ich bedienen muss oder soll und will. Und ja, man jagt quasi hinterher, wo blüht noch was. Und ich habe wirklich gemerkt, da herinnen, vom ersten Tag weg, wo ich da herinnen war, dass den Bienen richtig gut geht. Nathalie Schmidt ist Georg Nagels Ansprechpartnerin bei der Bank. Und sie ist immer dabei, wenn er seine Völker bringt. Das ist einfach schwerste Arbeit. Ne? Das ist einmal im Jahr für eine gewisse Zeit, dass die Bienen hier einziehen. Und das ist so, wie wenn 300.000 neue Mitarbeiterinnen hier ins Unternehmen kommen würden. Und natürlich ist es ein aufregender Moment. Und ich finde es auch ganz besonders, dass wir hier mitten in der Stadt, mitten im Schwabing, hier die Möglichkeit haben, Bienen ihr Zuhause zu geben, zumindest für die paar Sommermonate. Die Lage ist optimal. Etwa 3 Kilometer weit fliegen Bienen. Neben dem benachbarten Leopoldpark ist da auch der Englische Garten und der Olympiapark erreichbar. Und jetzt dürfen sie endlich raus. Eher gemächlich kommen die Bienen aus den Kästen. Ein Zeichen für Georg Nagel, dass sie die Reise gut überstanden haben. Die merken natürlich die Tageszeit, sie wissen, dass sie raus müssen. Und jetzt kann man wunderbar sehen, wenn man dann aufschaut. Die können jetzt ihre ersten Tätigkeiten machen. Ich habe schon gesehen, jetzt da drüben, da ist gleich ein Ahorn, der immer noch blüht. Und da werden die jetzt dann gleich Kontakt aufnehmen. Und es sind ja auch die Gärten in die alten Häuser überall, die sind Wildrosen da und alles Mögliche. Da gibt es auf jeden Fall was, sonst hätte ja den Honigertrag nicht. Also es muss passen. Passen muss in der nächsten Zeit auch das Wetter. Und die Bienen sollten sich gut einleben. Das ist auch wieder das Gleiche, aber hoffen wir. trotzdem immer wieder schön, gell? Wird es ja noch gut gehen. Ja. Ein paar Wochen später bei der wöchentlichen Kontrollfahrt. Bevor es wieder nach Schwabing geht, besucht Georg Nagel am Münchner Stadtrand weitere seiner Bienenvölker. Im Perlacher Forst stellen die bayerischen Staatsforsten Imkern kostenlos Flächen zur Verfügung. Im Flugradius der Bienen sind hier also die Stadt und ein für sie sehr attraktiver Wald. Weil es ein extrem toller Mischwald ist. Das sind Fichten noch herinnen, man sieht einen jungen Fichtenbestand noch ein bisschen, aber unheimlich viel. Es ist Buche, Eiche, da hinten die Eiche, Kiefern sind herinnen. Es ist alles da, was man braucht. Vor allem auch noch viel niedriges Gehölz und dadurch sind auch noch die Himbeeren und Brombeeren da. Und das gibt für die Bienen unheimliche Vielfalt. Es gibt auch einen tollen Honig, weil er breitbandig ist. In die Kästen rein schaut Georg Nagel nur mit Schutz. Die 12 Völker stehen hier jetzt seit 3 Wochen. Mal sehen, wie die Produktion angelaufen ist.
Die Honigräume in den Kästen werden kontrolliert. Schwer? Ja, gut schwer. Ist das ein gutes Zeichen? Das ist ein sehr gutes Zeichen. Man sieht ja bis hinten schon die Verdeckelung. Wenn man gerade oben reinschaut, da sieht man schon das Weiße. Es ist fast schon ganz verdeckelt. Die deckeln da schon zu. Überall die Zellen dann schon so gut wie geschlossen. Und oben ist er ganz fertig, der Honig. Man sieht da schon, wie er schön verdeckelt ist. Schaut richtig gut aus. Ja. Überrascht? Eigentlich eher schon, ja. Das Wetter war da nicht so ideal, aber anscheinend finden sie schon ziemlich was. Wenn es so weitergeht, könnte jedes Volk hier in den nächsten Wochen 40 Kilo Honig produzieren. Ein wichtiger Ertrag für Georg Nagel. Und so einen Honig hat auch nicht jeder. Wie schaut es wohl in Schwabing aus? In den ersten Wochen sind die Kontrollfahrten auch wichtig, um sicherzustellen, dass kein Volk abschwärmt, zum Beispiel in einen anderen Garten. Aber die Bienen haben sich auch hier gut eingelebt und genug Nahrung gefunden. So voll wie im Perlacher Forst sind die Honigrämchen noch nicht, aber fleißig waren auch die Schwabinger Bienen. Wunderbar. Der Honig dieser Bienen gehört dann dem Bankhaus Donner und Reuschel. So bekommen Georg Nagels Bienen genügend Nahrung und die Mitarbeitenden und die Kundschaft der Bank ein außergewöhnliches Geschenk. Also mich hat das wahnsinnig überrascht, dass wir so einen hohen Ertrag an Honig hatten. Wir haben minimal, glaube ich, 220 Kilo mal gehabt und maximal 300 Kilo. Das Imkern in München lohnt sich also. Trotzdem, Georg Nagel möchte seine Bienen nicht für immer vom Land hierher bringen. Es darf nicht die Zukunft sein, überhaupt nicht. Das ist eigentlich schlimm. Ich wünsche mir, dass auf dem Land draußen mehr passiert. Da muss jeder mitspielen. Jeder muss mitspielen, damit das Angebot draußen wieder größer wird. Das Blühangebot, die Hecken, die Einzelbäume, das muss wieder mehr kommen. Die ausgeräumten Fluren, das kann so nicht weitergehen. Es muss einfach wieder ein kleiner Schritt zurück, würde schon reichen, um da viel zu erreichen. Wirklich ein kleiner Schritt. Aber da müssen halt alle mitziehen. Gell, das ist, da sind wir alle beieinander. Mitte Juli werden die Bienen wieder nach Hause ziehen. Hoffentlich gut genährt und mit einem zufriedenen Imker.